Am Mai sind ein Reihe Deuxième-Schüler auf Mauthausen gefahren, für mich über die Vorrang vom Zweiten Weltkrieg rauszufinden. Daheim haben sie nicht nur Konzentrationslager besichtigt, sondern auch andere Plätze mit schrecklichen Hintergründen. Das Reis hat ihnen gewiesen, wie schlimm die Zeit vom Nationalsozialismus wirklich war und wie wichtig es ist, sich an die Geschichte zu erinnern, für das nicht mehr geschieht. Abgedichtet die Fenster und dann wird dort Gas eingeleitet. Welche Auswirkungen wird die überhaupt das schon? Ich meine, das eine ganz schwere Woche sind am Anfang, weil du kriegst all die schrecklichen Sachen erklärt und okay, es kann in sich wirklich nicht so Sachen komplett vorstellen, aber es hält dich aber ein bisschen mit und der zu so, dass so Sachen also geschieht sind und dass Menschen so Sachen gemacht haben. Ich habe kennengelernt einen griechischen Häftling, ein Jude aus Thessaloniki. Sein Name war Shlomo Venezia und er war auch hier in Ebensee. Er ist hier befreit worden. Und um diese Geschichte kurz zu erzählen, ich wusste natürlich, er war in Auschwitz im Sonderkommando. Man musste wissen, was das Sonderkommando ist. Das waren ausgesuchte Häftlinge, die die ankommenden, vor allem Juden, in die Gaskammern leiten mussten, auch die Kleider, die Effekten sozusagen ihnen wegzunehmen und vor allem dann die Leichen aus den Gaskammern herausbringen und sie verbrennen. Und ich habe den Mann in Wien am Flughafen abgeholt, er war schon über 80 und wir haben an der Autobahn in einer Raststätte einen Kaffee, er wollte einen Kaffee trinken und wir sind hineingegangen, das war auch seine Frau war dabei und wie wir da so an der Theke stehen, bleibt draußen ein Bus stehen und es steigen, ich glaube, 30 oder 40 junge Frauen aus, Mädchen, Frauen mit wunderschönen langen Haaren. Und plötzlich tippt er mich an und sagt, schau her, immer wenn ich diese Frauen sehe mit den schönen langen Haaren, dann muss ich daran denken, er musste die Leichen aus den Gaskammern ziehen und musste den Frauen die Haare abschneiden, den toten Frauen. Das ist für mich unglaublich eindrucksvoll gewesen und ich kann das eigentlich nicht vergessen, was er erzählt hat. Wir erwarten uns viel Neues dabei zu lernen, auch von der Geschichte hier, weil das schreckliche Leben ist und wir müssen aufpassen, dass wir nicht vergessen. Und dafür sind wir froh, heute zu sehen, für eben mehr darüber zu wissen. Wir gehen dort Mauthausen, das heißt, wir sehen die Geschichte richtig, was da geschieht ist und nicht nur an den Büchern. Also ich bin wirklich ganz gespannt. Also ich will schon ganz viel darüber hören. Aber das ist immer eine andere Experience, selber dort zu sehen. Aber der Morgen war es schon zum Beispiel ganz schwer, sich das wirklich vorzustellen, dass du wirklich Sachen wirklich auf der Platz geschieht sind. Während dem Zweiten Weltkrieg war Hartheim ein Tötungs- oder Vernichtungslager. Hauptsächlich für Leute mit körperlicher oder geistiger Behinderung, aber auch psychische Krankheiten. Es gab aber auch eine zweite Phase von den Ermordungen, wo nicht mehr brauchbar Konzentrationslagerprisonäre für Plätze wie Mauthausen, Hebrucht und Dun am Brusch gesehen. Hier in Hartheim 1945 ein sogenanntes War Crime Investigation Team von den Amerikanern hier waren und hier ja noch alles untersucht haben und gesammelt haben, was sie gefunden haben.
Wenn ihr euch erinnert, da habe ich ganz am Anfang dieses Bild von der Gaskammer von der ehemaligen gezeigt, wie sie vorgefunden haben. Und im Zuge dessen waren sie auch im Keller vom Schloss. Da haben sie ein verschlossenes Spindfach gefunden und das haben sie aufgebrochen und darin haben sie einen Ordner gefunden. Und in diesem Ordner waren sehr viele Dokumente zu der Zeit von den Ermordungen hier in Hartheim. Und dank dieser Dokumente, dank dieses Ordners wissen wir eigentlich auch auf die Person genau, wie viele Menschen hier wann getötet worden sind. Es handelte sich hier um die Monate des Jahres 1940. Das heißt, wenn ich jetzt hier bei der Anstalt, die Anstalt Seesuche, Hartheim, und hier die Monate entlang gehe, Jänner, Februar, März, April, dann lande ich bei Mai. Und ich habe ja ganz am Anfang auch gesagt, dass im Mai 1940 hier die Ermordungen angefangen haben. Wir wissen also deswegen, dass im Mai 1940 es hier angefangen hat und hier 633 Personen im ersten Monat gleich getötet worden sind. Was wir aber auch sehen, ist, dass das dann sehr schnell gestiegen ist. Denn im nächsten Monat waren es schon fast 1000 Personen, dann waren es fast 1500 und dann schon fast 1800. Was motiviert Sie, diese grauenvollen Epoche der Geschichte Ihr ganzes Leben lang zu forschen? Also auf der einen Seite interessiert es mich einfach, weil ich aus der Umgebung komme und ich denke, es muss jemand übernehmen, es muss jemanden geben, der mit den nächsten Generationen spricht und sie darüber aufklärt, was passiert ist. Wegen diesem Dokument wissen wir es zum Beispiel auch, wie viele Menschen in allen 6 Tötungsanstalten innerhalb von 16 Monaten getötet worden sind. Denn hier spricht man von 70.273 Desinfizierten. Man spricht also nicht von Beseitigten, nicht von Getöteten, nicht von Opfern, sondern von Desinfizierten. Heute, wenn wir sagen, wir desinfizieren unsere Hände, dann befreien wir sie ja auch eigentlich vom Schlechten. Und damals hat man das eben genauso dargestellt. Man hat gesagt, die Bevölkerung, diese deutsche Bevölkerung, die gute, brave deutsche Arbeiterbevölkerung, befreien wir von dem Schlechten. Deshalb spricht man von Desinfizierten. Man hatte also diese Zahl, über 70.000 Desinfizierte in allen 6 Tötungsanstalten. Und dann hat man gesagt, okay, wir haben die jetzt getötet. Wenn wir jetzt aber damit rechnen, dass diese Menschen vielleicht noch so 10 weitere Jahre gelebt hätten, wie viel Geld haben wir uns jetzt dadurch erspart, dass wir sie getötet haben? Dann hat man gesagt, man hätte Kartoffeln gebraucht, Fleisch, Brot, Käse, Zucker, Eier, Gemüse, um sie natürlich zu erhalten als Lebensmittel, dass sie etwas zu essen haben. Dann hat man sich ausgerechnet, wie viel Kilogramm man von diesen Kartoffeln zum Beispiel für 70.000 Menschen gebraucht hätte. Und dann hat man sich ausgerechnet, wie viel Reichsmark das gekostet hätte. Und all diese theoretischen Ausgaben hat man sich dann unten zusammengerechnet und da dargestellt, wie viel man sich durch die Ermordungen von über 70.000 Menschen erspart hat. Es gibt viele kranke und schwache Häftlinge und die SS separiert jetzt diese kranken und schwachen Häftlinge in dem Lager da unten und funktioniert es als sogenanntes Sanitätslager, wobei das ein zynischer Begriff ist, denn Sanitätslager hätte man die Vorstellung, da gibt es Ärzte, da gibt es Pfleger, da gibt es medizinisches Personal, da gibt es Medikamente. All das war nicht der Fall, sondern die SS hat auch noch die Essensrationen gekürzt, weil ja die Menschen nichts arbeiten und wer nichts arbeitet, braucht nichts essen. Das ist so auch dieser zynische Spruch, der da entsteht. Am Lauf von den folgenden Jahren hat sich Mauthausen zu einer von den gefassten Lagern am KZ-System entwickelt. Nazien haben es als Stufe 3 klassiert. Das ist die schlimmste Kategorie, wo Vernichtung durch Arbeit gezählt wird. Es wurden über 49 Außenlager abgemacht. Durch eine Malk, Ebensee oder Gusen. Kaum ein Häftling hat überlebt. Der Grund dafür waren Misshandlungen, dünne Ernährung für Galzespuren, sowie der Mangel an Hygiene an medizinischer Betreuung. Speziell der industrieneidigen Häftlinge haben sie so lange leben gelassen, bis sie nicht mehr brauchbar waren. Ende vom Krieg hat den Häftlingsstand das Maximum von über 84.000 erreicht. Die Gaskammer wurde aber erst 1942 abgerichtet.
Wenn man da reinkommt, der riesige Platz ist der sogenannte Appellplatz. Linker Hand waren die Häftlingsunterkünfte. Die waren so 5 Reihen hintereinander und eigentlich bis zum Lagertor nach hinten. Auf der rechten Seite, da sind die sogenannten Funktionsgebäude. Also da ist die Wäscherei, da ist im Keller unten die Dusche, dann ist die Küchenbaracke, dann ist das Lagergefängnis. Ist auch ganz was Spezielles, dass man in so einem riesigen Lager ein eigenes Gefängnis braucht. Da sind die Menschen, da geht es um Lagerstrafen, also wer gegen die Lagerordnung verstößt, kriegt eine Lagerstrafe. Es geht bis zu 42 Tage Dunkelhaft, jeden 3. Tag Wasser und Brot, jeden 4. Tag nur Normalkost. Da sind die Lagerstrafen, da gibt es Prügelstrafen, da gibt es unmenschlichste Dinge, die da passieren. Die Häftlinge kommen da an und niemand sagt ihnen, was jetzt passiert. Sie müssen stehen, das dauert oft Stunden. Man nimmt nicht Rücksicht, ob Sommer oder Winter, ob es schneit oder regnet, das ist egal, sie stehen da. Viele Gefangene sind gestorben. Mir nicht nur, wenn es damit geht, auch wenn es grausam geht. Ein Schritt zu los, ein Blick zu viel, an das Leben war fort. Sie gauf geschloren, auf ganz bewusst an den Tod gestoßen. Verschiedene, sie wird Smidigkeit zusammengeklappt, an sich, an anderer dabei matt an den Tod gezogen. Genau, also das ist dieser Desinfektionsofen da drinnen. Das geschieht mit Wasser und mit Dampf. Wird in dem Ofen die Kleidung desinfiziert. Genau, da sind sie geduscht worden. In Mauthausen bekommt auch eine Gaskammer. Also zuerst ermordet man Häftlinge in der Tötungsanstalt Hartheim. 1941 wird in Mauthausen auch eine Gaskammer gebaut. Eine relativ kleine Gaskammer. Trotzdem gibt es da rund 4000 Morde durch Gas in Mauthausen. Am April 1945, weil die alliierten Truppen immer mehr nachgekommen sind, hat das SAS angefangen, Spuren von ihren Verbrechen zu verwischen. Sie hat Einrichtungen von ihren Massenermordungen zerstört, wichtige Dokumente verbrannt und Häftlingen umgebracht, die als Anzeigen hätte gegen sie aussuchen können. Aus meinen Rundgängen was Berührendes, was mich dann mehr bestärkt hat, da weiterzumachen. Ich bin mit einer Gruppe Jugendlichen so im Kreis gesessen unter dem Baum und wir haben reflektiert auf, was hätte denn ich getan? Und da hat eine Schülerin gesagt, wenn ich so nachdenke, wie ich die Menschen bisher behandelt habe, wäre ich möglicherweise Täter gewesen. Und das ist so ein ganz starkes Zeichen von Selbstreflexion und wenn uns das gelingt, dass die Menschen nachdenken, dann sind wir auf einem richtigen und auf einem guten Weg. Todesstiege war ein Stehtrab mit 186 Stufen, die vom Stehbruch Europa bis bei der Lagermauer gefordert wird. Treppliker waren unregelmäßig, steil und gefährlich und die Leute waren krank, mit und geschwächt. Wenn sich das Teil nämlich anguckt, dann gibt es nicht merken, dass da eben so viele Leute gestorben sind. Mir auch in all schönen Landschaft steckt heute halt eine dunkle Zeit dahinter. Der 5. Mai 1945 gouf Lager Mauthausen an Nierwelager Gusen von der US-Armee befreit. Sie hun Hunderte von Toten erfund. Das waren Häftlingen, die nach an den Tag 4 der Befreiung gestorben sind. Viele andere Gefangene waren so körperlich geschwächt, dass sie trotz medizinischer Hilfe durch die US-Armee nach einer Woche am Main Donau gestorben sind.
Also ich gehe so die Bilder, die ich gesehen habe in letzter Zeit, das war wirklich markant, muss ich sagen. All die Fotos, die ich gesehen habe, aber auch die Erzählungen von den, nicht um die Überlebenden, aber die das weitergedruckt haben, von ihren Eltern oder Großeltern, und natürlich aber auch, auch einfach die Leute zusammen zu sehen, die gekrascht ihre Emotionen gewesen haben. Und egal wie stark ihn innerlich ist, hat alles markiert den. Mich am meisten berührt hat, war, wo wir Themisch gesungen haben. Ich habe vier nicht gemerkt, dass der Text so emotional ist und so viel Hoffnung gibt. Und wir haben das zusammen gesungen. Ich hatte bei keinem Anfang mit kreischen. Das war so wunderschön in dem Moment. Am meisten markiert huet mech d Konzentrationslager Melk, wat ma haut kucke waren, vun allem wie d Leiit all mat den ze Summe kommen sinn an noch die 2 Musiker, die du Musik gespielt hunn och komponéiert vun anderen KZ Insassen. Ja. Am Anfang ich sinn he kom nie wirklich viel zu erwarten, weil ich mir so ich will einfach die Erfahrung machen. Ich war nicht so okay, ich erwarte mich ob da dann dat, ich war einfach so ich kommen und ich gucke einfach was so mich könnt. Am Anfang erwartet, dass wenn ich daheim gehe, dass ich wesentlich mehr über den Zweiten Weltkrieg weiß. Und weil ich war immer so, da die Sache geschieht mir, ich konnte nicht wirklich mitfühlen, was da geschieht ist. Ich wusste nicht, dass man mit die Leute von der Amical gemischt wären und das habe ich auch ganz gut gefunden, weil wir konnten dann ihre Point de vue auf all die Sachen. Ja, also ich meine, die Hauptmessage war, mehr daraus zu lernen, auf edukativem wie auch emotionalem Niveau. Und ich meine, das ist richtig gehen. Als gesagt, wir haben viele Informationen gekriegt durch all die Texte, die wir gelesen haben, oder Bilder, die wir gesehen haben, oder Erzählungen, die wir gekriegt haben. Und ich gebe auch so, auch auf emotionaler Basis, wie gesagt, weil wir eben auch einfach markiert kaufen durch das Ganze. Wo ich reingekommen bin, ist schon irgendwie, ich hatte Angst gehabt. Und da ist halt vielleicht alles ein bisschen viel geht. Da ist auch viel gehen von Emotionen hier. Aber es ist ganz ruhig reingekommen zu sehen, weil ich einfach ganz viel gelernt habe und ganz viele Emotionen mit den Sachen verbunden habe. Und du weißt, dass ich nicht vergessen, wie ich in der Schule gemacht habe, weil ich alles vergessen habe. Ons Himmelsland, dat mir so dicht an unseren Herzen droht. Ons Himmelsland, dat mir so dicht an unseren Herzen droht. O du oben dem Sing Hand, durch Weltnationen lebt. Behüt tut Lützeburger Land, wo 4 Millionen erlebt. Du hörst unser Kanner schon, de freie Geist geben. Los wir blinken Freiheitssonne, die mir so lange sind. Los wir blinken Freiheitssonne, die mir so lange sind. Ja, kann ganz klar sagen, Matrikulsnummer, das nicht man Griechen, die war Zeichner, Maler, auch Herr Noah, sein spätere Leben. An den war am Gangen dann, do nicht zu zählen, aber nicht die Kappe von der toten Frau gezeichnet. Und das Bild, das ich am Bus für drin ausgedeelt und als ein bisschen, da gesagt, die tote Frau an dem bisschen. Also ich finde es wirklich sehr gut, dass wir uns daran erinnern können und es war auch wirklich sehr emotional und all diese Beiträge waren auch wirklich sehr schön und nachdem wir auch die Rosen reingebracht haben, ist es gut, dass wir uns an diese Zeit immer wieder erinnern sollen und dass so etwas nicht wieder passiert. Und wie fühlst du dich an diesem besonderen Tag? Sehr emotional und ich bin glücklich, dass ich jetzt in dieser Zeit leben kann und dass wir nicht so etwas erleben müssen. Und ich finde, dass wir uns glücklich schätzen können, dass wir in dieser Zeit nicht gelebt haben.
Also wir sind haut zu Melk. Mir wat verbindet ihr speziell mit dieser Platz? Melk ist natürlich speziell dadurch, weil mein Papa zum Schluss von seiner Inhaftierung hier am Raum Mauthausen Nierwelager Melk gekommen ist. Und durch die Starterbig, die ihn dort muss machen, will ihn dort zugrunde gehen, als gestorben ist. Aber dafür, wenn ich dann hier bin, zu Melk, und ich gesehen dann sein Foto, man ist die mir abgehangen und für Jahren, dann versichere ich mir ein besseres Bild nachzumachen, über mein Papa, den ich schon nie gesehen habe. Und durch die Erinnerungen, die ich hier kriege, festige ich auch eine Erinnerung, die ich mir selber machen lasse, ohne je gekannt zu haben. Wie habt ihr eigentlich herausgefunden, dass euer Papa gestorben ist? Wir haben das mitgeteilt gekriegt, dass das ganz offiziell ging, dass ein Brief kam, ganz amtlich stund da drauf. Und da stund immer nämlich die Standardsatz drauf. Schon nie da drauf, dass ein zu Tod geschlagen wäre oder dass ein gefoltert wäre. Da stund ganz banal, weil immer nämlich der Satz an Lungenentzündung gestorben. Und da das etwas, wenn ich das lese, das weiß ich, dass das nicht wahr wäre. Das muss ich sich dann mal überlegen und der Futter, den sich immer vertieft. Wir haben noch lange gezeigt, viel loszufragen. Wir wollten das eigentlich nicht richtig wissen am Anfang, wie er gestorben ist, weil das speziell meine Mama, weil das die auch zu viel aufgeregt hat. Aber finalement haben wir aber eine Erklärung gefunden, die daran bestanden hat, das gesagt hat, wie wir zwei schlecht zusammengefallen und dann durch Schlee, die nicht verdrohen hat, wurden sie wollten abrichten, dass sie da dann so gestorben ist. Wie kleine Wurf groß gesehen. Die habe ich refusiert, daran zu denken. Wenn ich mal so hart hier so, weil ich auch am Haus bei uns daheim immer eine Misere gesehen habe. Meine Mama hat nie mit geschwärzt, die wollte nicht wie davon erzählen. Und meine Schwester und mein Bruder, die wissen ja, wie ich die Humor das und das gesagt vom Papa, wie die Nummer genannt gehen ist. Und das finde ich dann noch zur Kenntnis gehalten. Für mich war das ein bisschen ein fremder Begriff. Ich habe, ja, gute Papa, ich habe gesehen, andere Leute, andere Freunde hatten einen Papa, aber ich hatte keinen. Und das hat eine Zeit gedauert, bis ich das überhaupt realisiert habe, dass ich einen Papa hatte. Und ich habe mir dadurch, dass ich mich oft auf die Plätze ging, wo er gelitten hat, dass ich dahin eigentlich mehr nachkommen und auch logisch immer mehr Gefühl kriegen, als ich habe. Bei der Zeremonie, wir standen relativ hinten und es war einfach alles irgendwie viel, weil du Leute gesungen und du verschiedene Leute von Poems viel gelesen und da war einmal da, die ganze Zeit gekrascht und irgendwie hat mich das ganz mitgeholt, dass sie so viel gelitten hat und ja. Also Melk ist von den KZ, wo ganz viele Lützbücher fahren, und auch mein Pap, der für dich wie viel op Hinzert kom ass an dënner no hinzert op Mauthausen an Stammlehrer a vu Mauthausen op Melk an no dem Melk jo bombardéiert giwer vun den Amerikaner, was se gemengt hun wé an sie hat noch ne Donnerrecht fir eng Rüstungsindustrie mit Diwer an eng Stollen. Jedenfalls am April si se dënne op Ebensee evakuiert ginn an se sinn de 6. Mai se befreit gin. Dat war ganz langheit zu Melk. An Melk huet hier sich schrecklich viel vun mat Lützburg hatten dat ganz oft, weil se Spproche kan hunn an wann nicht Highlight begenen, die hunn och nach iwwer allmählich Relation nach mein Pap kannte. Dech mir kommen als Amikal vu Mauthausen 1960 hinne. An ich wie mein Pap die do mat enge Kollegen diskutiert, soten se met, die wat soll dat do. De Krich as River. Wot wird ich soten so lange mal wibbelen.
muss man können Zeichnis gehen. Und das meine ich also heute noch vor. Weil wenn den rundherum sich guckt, merkt den, als die Sache geschieht, wo man leider Angst hat, dass es nicht könnte geschehen. Und nun frage ich euch, sind wir so viel anders? Damals wurden Menschen entrechtet. Zuerst durch Worte, dann durch Gesetze, dann durch Gewalt. Heute sehen wir, wie Menschen wieder abgewertet werden. Damals gab es Menschen, die sagten, ich habe eben nur Befehle befolgt. Heute hören wir, ich habe das geteilt, was im Internet gezeigt wurde. Damals gab es die Menschen, die sagten, ich konnte ja nichts tun. Heute hören wir, dass es einfach nicht leugnbar ist. Wir alle haben nun mal doch eine Wahl. Also junge Menschen, es liegt an euch, laut zu sein. Seid kritisch, stellt Fragen, hinterfragt, was euch erzählt wird. Glaubt nicht den Lautesten, sondern denen, die für Menschlichkeit stehen. Erkennt die Mechanismen von Hass, bevor es zu spät ist. Wir begehen heute den 80. Jahrestag der Befreiung des KZ Mauthausen und das Motto der Befreiungsfeier ist 80 Jahre Befreiung, gemeinsam für ein Niemals wieder. Und ich glaube, dieses gemeinsam Zusammenhalten, dieses gemeinsam Aufstehen gegen all die Tendenzen, die wir ja nicht mehr nur als Einzelfälle kennen, sondern die wir leider schon fast täglich in den Nachrichten hören, ob das jetzt der steigende Antisemitismus ist oder rechtsextreme Vorfälle. Wir wissen, worum es geht und wir sind auch alle nicht blind und ich glaube, es geht genau darum, dass uns diese Tage heute hier stärken, dass wir verstärkt in einem Miteinander gemeinsam dagegen aufstehen. Ich habe immer gesagt, dass nie den Jungen zu machen, dass etwas nicht mehr geschieht. Ich fand aber, dass wir alle, auch mehr, die bisschen Männer jung, die Responsabilität auch noch mal der Stroh. Und ich meine, wir sollten uns das Bild immer vierfeiern. Der Frieden wissen wir leider als keine Selbstverständlichkeit. Zusammenleben am Respekt als keine Selbstverständlichkeit. Dafür sind ich umso mehr froh, besonders neben der Amikalmaterie Vertreter auch so viel Jugendlicher, Klasse vom Dschungellycée von Ashkelon zu begrüßen. Wie war die 80-jährige Befreiungsfeier für euch gestern? Das war etwas Überwältigendes. Ich habe noch nie so viel Leid zusammen gesehen. Zu Mauthausen war da schon immer viel mehr Gift, waren der bald 20.000. Und das tut mir am Herz gut getan, wenn ich so darf sagen, dass dann aber die Erinnerung und die hier gelitten haben, dass die einfach noch weiterläuft. Und das habe ich auch geschätzt und ich habe wirklich auch umso mehr geschätzt, weil immens viel junge Leute dabei waren. Weil denke an die junge Leute für die Idee, die wir verteidigen, für die weiterzutreiben, dass die nie vergessen wird. Ich fand eine Zeremonie, wo wir zu Mauthausen gemacht haben, war wo mich am meisten markiert hat. Zumals die schon müssen Ersatz vorlesen über Europa für unter anderem den König von Spanien. Das war wirklich markant an all die Emotionen, wo mit all den Ländern zusammen da war am markantste Jahr, fand ich. Genau vor 80 Jahren wurde das KZ befreit. Wie schwer ist es, Erinnerungsarbeit aufrechtzuerhalten in einer Gesellschaft, die absichtlich oder unabsichtlich der Realität leider den Rücken dreht? Wir wissen, worum es geht und wir sind auch alle nicht blind und ich glaube, es geht genau darum, dass uns diese Tage heute hier stärken, dass wir verstärkt in einem Miteinander gemeinsam
dagegen aufstehen. Und ich glaube, ein zentraler Schlüssel dabei ist die Bildung. Und ihr seid da ein bestes Beispiel dafür, dass das gelingt, dass wir das den nächsten Generationen weitergeben. Wie kann man und soll man ohne oder wenigen Zeitzeugen dieses wichtige Kapitel unserer Geschichte weiter übermitteln an die Jugendlichen? Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass wir das Vermächtnis der Überlebenden weiterführen und dass wir ihre ambitionierte Arbeit weiterführen. Viele von ihnen sind in Schulen gegangen und haben über ihr Leben erzählt, das können sie heute nicht mehr. Und jetzt liegt es an uns, dass wir ihre Geschichten weitererzählen. An das grad mat so enger Rees wie déi heuten, die eiset vielleicht ein bisschen mehr einfach mischt, Geschichte zu verstehen. An lo also du neist selber, dat weiterzugehen, wat Zeitzeien aus der grausamer Zeit nicht mehr machen können.